Herzlich willkommen zurück bei unserer Sendung. Mein Name ist Nathalie und das ist Noemi. Heute dreht sich alles um den roten Teppich. Hey, haben wir auch ja schon mal so richtig fancy gefühlt, so wie ein Star auf dem roten Teppich? Wir haben das mal erlebt, weißt du noch, Nathalie? Oh ja. Hey, dort haben wir ein Fotoshooting gehabt. Es war Winter und da haben wir alles Abendkleid angelegt. Die Jungs sind Anzug mit Krawatte. Dann sind wir rausgegangen, nachher ist eine Fotografin gekommen. Mega, Frisuren haben sie uns gemacht. Nachher sogar noch das Pferd gekommen, haben wir mit dem noch Fotos gemacht. Oh, das ist so cool. Wir haben uns gefühlt wie Stars. Ey, die grössten, reichsten Menschen auf Erde. So hat es sich so gefühlt. Oh, okay. Ja, der Heiri Gschwind, unser Sportreporter, hat zurzeit bei sich in der Tagesschau gerade auch einen Star. Und zu ihm wollen wir jetzt gerade auch umschalten. Ja, hallo und herzlich willkommen mit der schnellsten Talkshow in der Geschichte vom Fernsehen. Ja genau, Talkshow mit dem Heiri Gschwind. Und ich habe heute einen ganz speziellen Gast bei mir. Und wer das ist, da lassen wir uns überraschen. Herzlichen Dank. Das ist der Herr Knüsli. Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber nicht gerechnet, ein klassischer Verrechnungsfehler. Mathematik ist nicht Ihre Stärke, gell? ja, sagen wir, ich habe bessere Abonnenten. Ja, dann musst du gut abziehen. Das stört manchmal ein bisschen. So. Sehr schön. Herr Knüsli, Ja. es freut mich, Sie hier zu begrüßen in unserer Sendung. So, ich meinerseits. Schwinn. Hallo Heidi. Die heutige Frage vom Tag, die erste Frage, Ja. das ist für mich immer die wichtigste. Was machen Sie? Wer sind Sie? Das ist eine gute Frage. Da muss ich ausholen. Mein Name ist Dr. Professor Alois Knüsli, auch genannt Dr. Professor Alois Knüsli. Von Beruf bin ich ein sogenannter Professor mit einem Doktortitel und darum der Doktorprofessor. Genau. Das bin ich. That's me. So richtig, ja. Ja, genau. Das ist ja sehr interessant, aber wenn ich mir jetzt mich vorstelle, was macht ein Doktor, Professor? Ja. Also, wenn Sie sich einen Doktorprofessor vorstellen, dann nach dem Doktorprofessor Alois Knüsli vor, dann können Sie sich vorstellen, einen jungen, dynamischen, gut aussehenden, sportlichen Mann der Wissenschaft. Einer, der für die Wissenschaft etwas macht. Also ich arbeite sozusagen fürs Wissen. Darum heisst es ja Wissenschaft. Ja, mit dieser Antwort habe ich jetzt nicht gerechnet, aber... Schon wieder verrechnet. Ja, genau. Excuse mein Humor manchmal, gell Sie? Excuse. Ja, kein Ding, das kann passieren. Passiert am besten. Das ist lieb, dass Sie das sagen. Eine andere Frage. Ja. Anscheinend sagen Sie ja recht erfolgreich, darum haben Sie es auch in unsere Sendung geschafft. Ja. Wie jetzt sind Sie zu dem Erfolg gekommen? Also zum Erfolg bin ich eigentlich durch diverse Erfindungen im sozialen wie auch im wissenschaftlichen und medizinisch-motorischen, mechanischen Bereich gekommen. Ja, genau. Also durch eigentlich meine Erfindungen. Ja. Ja, wenn Sie das schon ansprechen, Erfindungen, Ja. was ist denn Ihre grösste Erfindung? Die grösste Erfindung ist schon ein Turm, den ich gemacht habe, mit so einem Lift rauf und diverse so Gadgets. Also sie haben grösst, nicht gemeint, die grösste materiellmäßig, sondern die grösste berühmteste. Ja, genau. Ja, ich habe viele berühmte Erfindungen. Ich kann jetzt nicht sagen, welches wirklich die berühmteste ist. Das ist noch schwierig. Und, ja, welche hat denn am meisten Umsatz gebracht? Also, jetzt müssen Sie, ich bin nicht schon ein Professor, der fürs Geld schafft. Ich arbeite für den Raum, für die Ehre, für die Anerkennung. Und das Geld kommt dann automatisch auch noch dazu. Ja, das ist natürlich schön. Und Ja. jetzt dürfen wir euch vom Publikum, euch die Hause bitten, uns anzurufen und eure Frage an Herrn Knüsli zu stellen. Das ist eine gute Idee. Ja. Genau, wir wollen ja noch ein bisschen spontan bleiben und jetzt warten wir noch, bis das Telefon läutet. läutet. Gute Frage, ja. Ja, da haben wir schon den ersten Anruf. Herzlichen Dank. Ja, grüezi wohl zu Heiri Talk Gschwind.
Herr Geschwind, sind Sie es? Wirklich? Ja, genau, ich bin's. Sarah. Heiri Geschwind. Wie kann ich Ihnen helfen? Beziehungsweise, wer sind Sie? Was ist Ihre Frage? Ich bin gerade aus dem Häuschen. So, mein Name ist Gundula Gnüsli und ich habe eine Frage an Herrn Gnüsli. Ist das aufregend. Ja, sehr schön. Und was haben Sie denn für eine Frage? Ja, also meine Frage ist, ob er sich noch nie überlegt hat, eine Nasenoperation zu machen. Ui, nein, Gundula. Das kann ich Ihnen doch nicht fragen, das wäre unhöflich. Nein, hast du nicht noch eine andere Frage? Ja, okay. Er hat immer einen Mantel an. Warum? Was hat er denn im Sommer an? Oh ja, das interessiert mich auch. Sehr gute Frage. Danke, Gundula. Ich bin so ein grosser Fan. Danke, Publikum. Danke vielmals. Ich tue jetzt wieder auflegen und du hörst mich gerade beim Herrn Knüsli fragen. Danke. In dem Fall, ciao. Haben Sie etwas Interessantes gefragt? Ja, genau. Ja. Und zwar Folgendes. Ja. Sie wollte wissen, warum Sie immer im Mantel unterwegs sind. Stopp. Das ist gar nicht der Feder. Nein, Gnüsli. Das Walter eigentlich einfach einen von der Straße interviewen. Ja. Das geht nicht. Er ist reingelaufen. Hallo? Ihr könnt doch die nicht einfach Sorry. reinlaufen lassen. Wir sind hier eine seriöse Sendung. Ja, nein. Gut, ja. Jetzt ist es halt so. Müssen wir halt warten auf den nächsten. Aber in dieser Zeit tun wir doch zurückschalten ins Studio und herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Heiri Geschwind, fürs doch ein bisschen chaotische Interview mit dem Herrn Knüsli. Definitiv. Aber das passiert, wenn man einem einfach das Wichtigste zum Kopf steigt. Tja, so schnell geht's. Zuerst fühlt sich der Herr Knüsli, als wäre er der grösste König der ganzen Welt. Und dann, eine Sekunde später, ist er ganz tief am Boden und wird rausgeführt von Securities. So läuft es, wenn man das Gefühl hat, man ist der grösste König. Ja, und ich meine, der Knüsli hätte zwar alles gehabt, das Auto und Paparazzi, aber die Bibel sagt von Jesus, wo ja kein Paparazzi gehabt, kein Bodyguard gehabt hat. Und trotzdem wird er in der Bibel als König bezeichnet. Und um genau das geht auch das nächste Lied. Jesus, der König ist, obwohl er alles das nicht gehabt hat, was wir uns unter einem König vorstellen. Und doch bist du allein.
Ja, und heute spiele ich jetzt den König. Also ich bin ihn nicht, sondern ich spiele ihn nur. Ich setze mir da Kronen auf und ich möchte ihn jetzt nicht alleine spielen, sondern ich möchte ihn mit dir zusammen spielen oder mit euch zusammen. Und wenn es so ist, wenn der König etwas sagt oder befiehlt, dann müssen es die anderen machen. Also, ich habe gesagt, ich bin der König und du bist es nicht. Also musst du machen, was ich sage. Machen wir mal einen Test. Ich sage, der König befiehlt, heb deinen Arm auf. Ja, genau, jetzt hast du es machen, weil der König hat es befohlen. Wenn ich jetzt aber nur sage, heb deinen Arm auf, dann musst du es nicht machen, weil dann hat es der König nicht befohlen. Also ich muss sagen, der König befiehlt und dann kommt das, irgendetwas, und das musst du dann machen. Gut, probieren wir es. Der König befiehlt, ein Bein in die Luft. Sehr gut. Der König befiehlt, das Bein wieder runter. Der König befiehlt, dreh dich einmal rundum. Sehr gut, haben fast alle gemacht. Super. Der König befiehlt, tun einmal hüpfen. Sehr gut, super, das klappt ja tipptopp. Jetzt kannst du dich am Kopf kratzen. Ein paar sind reingehauen. Ich habe es genau gesehen, die einen haben es gemacht. Aber der König hat es nicht befohlen. Sondern ich habe nur gesagt, kratz dich am Kopf. Ja, es ist schwierig, dem König zu folgen. Manchmal sagt er Sachen, die man nicht machen will. Aber der König hat es gesagt und dann muss man es eben gleich machen. Also, aber ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der König. Ich habe ihn nur gespielt. Ich habe noch ein bisschen theaterlet, es war nur ein Spiel. Und gleich, wenn man an den König denkt, oder wenn, weiss nicht, wie es dir geht, wenn man so an den König denkt, dann meint man oder hofft man oft, ja, ein König sein, das wäre der Hit. Ich möchte am liebsten auch so ein König sein. Warum? Weil ich möchte doch befehlen können. Ich möchte auf dem Thron hocken oder ich möchte auch alles haben. Weil ein König, der ist der Chef über allem. Dem gehört alles. Der hat alles. Der hat seine Diener, alle, die für ihn arbeiten. Ich kann nur da auf dem Thron hocken und Befehle erteilen. So meint man es zumindest. Sind das die Aufgaben vom König? Ja, bei uns in der heutigen Zeit, wir haben jetzt nicht mehr so Könige. Wir haben eher Präsidenten oder bei uns in der Schweiz sind es sogar Bundesräte, sogar mehr als nur eine. Aber eigentlich ist das Prinzip dort das Gleiche. Auch die sind verantwortlich für das Land. Auch die können Befehl erteilen. Ja, wir können sogar weitergehen. Auch ein Chef von einer Firma, von einer Fabrik, der hat auch ein bisschen die Position. Er hockt da, muss seine Firma führen, kann seine Mitarbeiter befehlen. Ist eigentlich genau das Gleiche. Aber die Frage ist es eben wirklich nur das? Ist die Aufgabe vom Chef oder vom König nur einfach da hocken und zu befehlen und sich bedienen zu lassen, dass alle zu ihm kommen, alle alles machen für ihn? Ist das wirklich nur das? Oder hat der König noch andere Aufgaben? Ich denke, der König hat ganz viele andere Aufgaben. Und ganz wichtig, oder etwas vom Wichtigsten ist, er muss für sein Volk schauen. Er muss schauen, dass es seinem Volk gut geht. Dass sie Frieden haben, dass sie genug zu essen haben. Das sind die Aufgaben vom König. Das ist seine Verantwortung, oder eben vom Präsidenten. Oder auch der Chef in der Fabrik. Der muss schauen, dass es seinen Mitarbeitern gut geht, dass sie mit Freude arbeiten können. Ja, und da kommt dazu, er muss schon befehlen. Aber manchmal, die Befehle, die er macht, die passen nicht allen. Der eine findet das gut und der andere findet es schlecht. Und manchmal findet es ganz viel schlecht, das, was er vorne befehlt. Und wenn wir zurückgehen zum Volk Israel, in der Bibel, wenn wir dort schauen, dann sehen wir, das Volk Israel ist nämlich auch ganz unzufrieden gewesen. Es hat noch überhaupt nicht gepasst, was der König von ihnen oder der Chef von ihnen befohlen hat, wie der sie geführt hat. Weil das Problem war, so lesen wir es in der Bibel, ich hole die jetzt, wir lesen dort rein, dass die Chefs vom Volk Israel eben nicht von Israel selber waren, sondern dass sie Römer waren. Es waren Römer, also eigentlich
von einem anderen Volk, von einem anderen Land, haben sie über Israel regiert. Und das hat ihnen gar nicht gepasst. Weil die haben nicht gut für das Volk geschaut. Dann war es gleich gewesen, wenn es den Israeliten schlecht gegangen ist. Sie haben überhaupt nicht gut geschaut. Und die Israeliten, die sind wirklich unterdrückt gewesen. Es ist ihnen schlecht gegangen. Und ja, so haben sie gehofft, dass die Situation endlich ändern kann. Und in der Bibel lesen wir, dass sie gewusst haben, Gott hat ihnen einen Erlöser, einen Befreier versprochen, dass er einen schickt. Er hat es ihnen versprochen gehabt. Und auf das haben sie gehofft gehabt. Wir lesen das direkt in der Bibel, in Matthäus Evangelium, Kapitel 21, Vers 5. Ich lese den gerade mal vor. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Also da haben wir es. Das steht jetzt da in Matthäus, aber ist ja schon weit vorne vorausgesagt worden durch einen Prophet. Also es heisst, Gott schickt einen König. Einen, der sie befreit. Und das Zeichen, ich weiß nicht, ob du gut gelesen hast, das Zeichen dafür wird sie, oder wo sie auch das können erkennen, dass eben das der König ist, er reitet auf einem Esel. Auf einem Esel kommt er her. Und so haben sie gewartet, bis der Befreier endlich kommt. Und wer die Bibel kennt, oder noch besser, wer Gott kennt, der weiß, wenn Gott etwas sagt, wenn Gott etwas verspricht, dann haltet er das auch. Gott sagt nicht etwas und macht nachher etwas anderes oder macht es gar nicht. Was Gott verspricht, das haltet er. Und eigentlich müssen wir so sagen, das Volk Israel hat einen König gehabt. Gott selber ist ja ihr König. Aber sie haben lieber auch einen menschlichen König wollen. Und so hat Gott sein Versprechen jetzt auch eingelöst. Weil der König, wo Gott versprochen hat, der kommt, ist niemand anders als sein Sohn, als Jesus selber. Und Jesus hat auf der Welt gelebt. Es ist jetzt schon viele Jahre her. Aber da, wo die Römer geherrscht haben, hat Jesus gelebt. Er ist geboren und ist unter das Volk der Israeliten gekommen und hat dort mit ihnen zusammen gelebt. Und er ist im ganzen Land umeinander gezogen und hat sehr vieles erlebt. Die Leute haben ihn gesehen. Und eines Tages war er auch mit seinen Jüngern wieder unterwegs gewesen. Er ist gewandert auf einer Straße, vermutlich war sie recht staubig gewesen, ist er gewandert Richtung Jerusalem, Richtung die Großstadt, Richtung Hauptstadt. Er hat etwas vorgehabt. Er hat dort einen Plan gehabt. Ich habe gesagt, Jesus ist der König. Aber, wo Jesus so gewandert ist, da hat er keine Krone gehabt. Er hat kein schönes Auto gehabt. Eben, er ist gewandert auf einer staubigen Straße. Er ist nicht mit einer goldenen Kutsche oder eben einer schönen Limousine oder so dorthin gekommen, sondern er ist gewandert als normaler Mann. Mit seinen Freunden, mit seinen engen Freunden ist er dort unterwegs gewesen. Und vielleicht haben gerade darum auch viele Leute nicht erkannt, dass eben das der König ist, dass das der versprochene Retter von Gott ist. Ja, sie sind also in die Nähe gekommen von dieser Stadt Jerusalem. Und dann, wo sie so ein bisschen kurz davor sind, da haltet Jesus an und sagt zu zwei von seinen Jüngern, sagt er, schaut, da vorne hat es ein anderes Dorf und jetzt geht doch in das Dorf und macht dort Folgendes. Ihr werdet dort, wenn ihr so reinkommt, werdet ihr dort bei einem Haus 2 Esel finden. Und dann tun die Esel losbinden und bringen sie daher. Und die Jünger, die haben das zugelassen und sie haben ein bisschen Bedenken gehabt. Ja, aber Jesus, jetzt, ich meine, wir können doch nicht einfach zu einem Haus gehen und die Esel losbinden, das geht doch nicht. Jesus hat die Bedenken gesehen oder ja, gehört und hat gesagt, keine Angst. Wenn jetzt der Besitzer kommt und er sagt oder fragt, warum ihr da die Esel losbindet, dann sagt einfach, der Meister, der Herr, unser Herr hat es gesagt. Und dann wird er sagen, der Meister hat es gesagt, ja, dann ist gut, dann dürfen wir es nehmen. Das ist jetzt auch noch eine Aussage von Jesus. Vielleicht denkst du jetzt, ja, Jesus, aber das ist jetzt auch ein Bluff, den er macht. Der Herr hat es gesagt und dann ist gut. Das heisst, Jesus sagt von sich selber, er ist der Herr. Was bedeutet denn der Herr? Herr oder Meister? So wie die Bibel sagt, es bedeutet eigentlich der alle Macht hat. Es bedeutet wie?
Gott selber. Das ist Gott. Das ist der Herrscher über allem. Der alles kann. Vielleicht bedeutet es sogar noch weiter, das ist der Ewige, der Allmächtige, der alles kann und weiß. Und Jesus sagt jetzt das von sich selber. Ja, Jesus kann das sagen. Weil Jesus hat gewusst, von wo das er kommt. Jesus hat gewusst, wer er ist. Er hat gewusst, dass er von Gott kommt. Er ist zwar schon auf der Welt geboren als Mensch, aber ihn hat es vorher schon gegeben. Er war vorher bei Gott gewesen. Er ist Gottes Sohn. Er ist eigentlich Gott selber. Er hat gewusst, dass er der König ist. Und darum muss es dich auch nicht verwundern, wenn Jesus das so sagt. Wenn Jesus genau weiß, was jetzt passieren wird mit diesen Esel. Er weiß alles. Er ist der König. Er ist Gott selber. Ja, und die Männer, die Jünger, die haben darauf aber gesagt, ja gut, wenn das so ist, dann machen wir das, dann laufen wir los. Und sie sind gegangen, sie sind in das Dorf gekommen und sie haben zueinander gesagt, du, schau mal, dort vorne, siehst du die Esel? Das sind es doch, genau. Ja, du hast recht. Und so sind sie dort gegangen zu dem Haus und haben angefangen, die Esel loszubinden. Und was passiert? Prompt kommt der Besitzer von diesen Esel. Und er sagt gerade, hey, halt, was macht ihr da? Ihr könnt doch nicht einfach meine Esel losbinden. Und dann sagen die Jünger zu dem Meister oder zu dem Besitzer, ja, das wissen wir, aber in dem speziellen Fall jetzt hat unser Herr, unser Meister hat das gesagt, wir sollen das machen. Und dann der Besitzer wieder, euer Meister, euer Herr, ja, dann ist gut, dann dürfen wir die Esel mitnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Besitzer Jesus gekannt, Jesus schon mal gesehen, vielleicht hat er genau gewusst, von wem das die Jünger reden. Jedenfalls hat er sie gehen lassen. Die Jünger haben ihn nur noch anschauen. Unglaublich. Jesus hat alles gewusst. Es ist genau so passiert, wie es Jesus gesagt hat. Und so sind sie mit Esel zurückgegangen zu den anderen, sind hergekommen und Jesus ist darauf runter, auf den einen von den Esel drauf gesessen. Und sein Plan war nachher, dass er auf dem Esel in die Stadt einreitet. Doch eigentlich passt es überhaupt nicht zusammen. Ein König auf einem Esel. Ich meine, wenn, dann auf einem höheren Ross, aber nicht auf so einem Esel. Oder eben mit einem schönen Auto oder mit etwas ganz anderem. Oder sicher mal zumindest mit einer Krone. Aber das alles hat Jesus nicht gehabt. Eigentlich passt es nicht zusammen, aber es passt eben zu Jesus. Weil er nicht wollte, als der Riesenkönig da einmarschieren. Er wollte nicht auf einem höheren Ross. Er ist nie auf einem höheren Ross oder eben mit einem Auto und mit allem Drum und Dran gekommen. Nein, auf das hat er alles verzichtet. Jesus ist als gewöhnlicher, vielleicht sogar als armer Mann auf der Welt gewesen. Kannst du dich erinnern, das Lied, das wir vorher gesungen haben? Er hat keine Kutsche, keine Krone, kein goldiges Schloss. Und doch, was ist er? Und doch ist er eben der König der Welt. Und das ist Jesus. Anders als alle anderen Könige. Und weisst du noch das andere, der Vers, den wir gelesen haben in der Bibel, wo vorausgesagt worden ist, dass Gott den Retter schickt und dass er auf einem Esel reitet. Und da haben wir es. Genau das ist jetzt passiert. Jesus reitet auf einem Esel. Sie sind dann in die Stadt gekommen, in Jerusalem, und dort sind keine Fahnen gehangen. Zur Begrüßung hat er keine Musik gespielt, nichts. Aber weißt du, was ist passiert? Die Leute sind zusammengekommen. Und die ersten Leute, die Jesus so gesehen haben, weiss nicht, vielleicht haben sie ihn auch schon gekannt, vielleicht haben sie schon Wunder gesehen von ihm, die er gemacht hat. Jedenfalls haben sie, so lesen wir es in der Bibel, haben sie angefangen, ihre Kleider abzuziehen. Sie haben von den Bäumen Äste oben runtergenommen und haben sie am Boden gelegt. Und Jesus hat dann so drüber reiten. Es hat so wie einen Teppich gegeben, wo Jesus drüber reiten konnte. Weisst du noch, am Anfang, der Knüsli, der über den roten Teppich hier gelaufen ist. Alle wichtigen Leute laufen über den roten Teppich. Jesus, der eigentlich der Wichtigste ist, hat das auch können. Es war zwar nicht ein roter Teppich gewesen, aber gleich hat es wie ein Teppich ausgesehen. Jesus hat dort drüber reiten. Und die Leute haben gerufen, Hosianna, der Retter kommt. Hosianna heisst nämlich nichts anderes wie das. Gott rette uns. Sie haben sich gefreut, sie haben gejubelt. Gott, er rettet uns, der König kommt. Schaut da, gelobt ist der Herr, gelobt ist Gott. Er kommt in unsere Stadt und alle Leute sind zusammengekommen, links und rechts von der Straße, es war voller Leute gewesen. Ja, sogar Kinder sind zwischen die Führer gekommen und haben Jesus zugejubelt, haben Jesus gewunken gehabt. Der lange erwartete Retter oder König ist auf die Welt gekommen, zum Volk Israel gekommen. Er ist in Jerusalem eingezogen.
Und die Leute haben sich gefreut, sie haben jetzt gehofft, jetzt ist er da, jetzt haben wir einen, der uns hilft, jetzt haben wir einen von uns, jetzt haben wir einen, der uns von den Römern befreien kann. Aber ist Jesus wirklich für das gekommen, um sie von den Römern zu befreien? Ja, in der Bibel, da lesen wir etwas anderes. Jesus ist nicht gekommen, um die Israeliten von den Römern zu befreien, sondern Jesus ist gekommen, um Menschen von ihrer Schuld und Sünde zu befreien. Weil die Schuld, die Sünde, die trennt uns von Gott. Weil Gott selber ohne Schuld ist. Und da möchte Jesus vergeben. Da möchte Jesus Frieden bringen. So wie wir es auch letzten Sonntag schon gehört haben, wenn du dort gelesen hast. Das ist das, was Jesus möchte. Er möchte König sein oder werden von dir und mir persönlich und nicht von einem ganzen Volk. Und wenn das wahr ist, dass Jesus wirklich der König ist, dass er der Herr ist, dann nimm ihn ernst. Dann tu ihn nicht ignorieren, sondern nimm ihn ernst und glaub an ihn. Jesus lädt dich ein. Nimm die Bibel führen und lies da drin, weil das ist Gottes Wort. Das ist die Wahrheit. Und als Abschluss möchte ich jetzt gerade zu dem grossen Gott auch noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns Menschen so fest liebst, dass du auf die Welt gekommen bist. Genau für das, um uns die Schuld zu vergeben und Frieden zu bringen mit dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du das gemacht hast. Und hilf, ja, dass wir wirklich dürfen an dich glauben. Von ganzem Herzen dürfen an dich glauben. Und dein Wort, so wie du sagst, auch dürfen befolgen. Danke, Herr, dass du da bist, dass du uns Menschen alle, auch besonders Kind, lieb hast. Amen. Jesus will die Nummer 1 in deinem Leben sein. Und das wollen wir jetzt miteinander singen. Absolut Nummer 1 sollst du sein und wir zeigen dir zu Jesus in meinem Leben. Ja, Jesus möchte Nummer 1 sein. Vertraust du ihm dein Leben an? Darf er auch in deinem Leben die Nummer 1 sein? Hörst du darauf, was er dir zu sagen hat? Nimm doch diese Frage mit. Bis nächste Woche. Wir werden dann noch wieder alle zusammenkommen. Am Morgen, am 9 Uhr, am Sonntag sind wir online. Und dann kannst du weiterhören, was wir für spannende Geschichten für dich parat haben. Wir freuen uns schon jetzt darauf, dich dann wieder zu sehen. Bis dann. Tschüss. Hey, wenn du noch eine Frage hast zum heutigen Video, zu der Andacht, zum anderen, die wir drin hatten, oder uns eine Idee weitergeben, wie wir es besser machen könnten, wie wir es ein bisschen spannender für dich machen könnten, Verbesserungsvorschläge,
dann kannst du uns gerne schreiben. Wir blenden jetzt hier unten eine E-Mail-Adresse ein und du findest sie auch in der Beschreibung unten. Du kannst deine Eltern fragen und dann kannst du uns ein kurzes E-Mail schreiben. Das würde uns mega freuen, einfach ein Feedback von euch bekommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, die ganzen Sonntagsschulen, die wir hier machen, über das Internet, dann vielleicht hast du noch Kollegen, die das noch nicht kennen. Kannst deine Eltern auch fragen, die können ihnen den Link weiterschicken und dann können sie auch zuschauen und auch davon profitieren. Es würde uns freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Vielen Dank, bis dann.